war einmal ein schlauer, verschmitzter Bauer. Ja, von dem könnte ich dir noch manche lustige, unterhaltsame, aber auch spannende Geschichte erzählen. Doch die schönste, finde ich, ist die. Der Bauer war wieder mal auf dem Feld, um den Acker für die nächste Aussaat parat zu machen. Streng arbeitet er den ganzen Tag und als es langsam dunkel wird, packt er sein Zeug zusammen und will sich auf den Heimweg machen. Doch da sieht er, dass mitten auf seinem Acker ein grosser Haufen glühender Kohle liegt und darauf oben der Teufel gerade persönlich. «Da hockt auch einer auf seinem Schatz», sagt der Bauer zum Teufel. Richtig, gibt ihm der Teufel zur Antwort. unter dieser Kohle hat so viel Gold, Silber, Edelsteine. Ja, so einen grossen Schatz hast du sicher noch nie gesehen in deiner Lebtung. «Ah, gut zu wissen. Der Schatz gehört nämlich mir. Schliesslich steht er auf meinem Acker.» Der Schatz soll dir gehören, wenn du mir eins versprichst, dass ich 2 Jahre lang die Hälfte von deiner Ernte bekomme. Geld habe ich genug. Ich habe das Verlangen nach den Früchten von der Erde. «Ja, wenn's weiter nicht ist, können wir es machen», gibt der Bauer zur Antwort. «Aber dass es keine Streitereien gibt, beim Verteilen machen wir es so. Du bekommst im ersten Jahr alles, was über der Erde wächst, und ich, was unter der Erde ist.» Das gefällt mir. Das machen wir. Strahlt der Teufel und die beiden schleuen auf das aber die Hände ein und so ist der Vertrag besiegelt. Der Bauer aber ist schlau. So hat er im ersten Jahr Rüben ausgesät. Die Zeit vergeht und die Rüben wachsen und wachsen, so dass sie gross und fest werden. Die Rüben sind parat zum Ernten. Und an einem wunderschönen Tag geht der Bauer aufs Feld und will eine Rübe nach der anderen ausstechen. Na kommt der Teufel zu Kumpen, und was muss er sehen? Dass für ihn nur Kraut gibt, wo zum Teil welk und gelb ist. Du hast mich reingelegt und den Vorteil gehabt, sagt der Teufel hässig zum Bauer. Doch du wirst mich nicht noch 2. Mal reinlegen. Darum will ich im 2. Jahr all das haben, was unter der Erde wächst. Und du, was oberhalb vom Boden raus schaut. So soll es sein, meint der Bauer nur. Der Teufel ist wieder in seine Hölle verschwunden und hat es nicht vertreibt, ihm Bauer zuzuschauen, wie er eine Rübe nach der anderen rausholt. Ja, wo der Bauer den Acker wieder parat gemacht hat für die nächste Aussaat, hat er das mal Weizen ausgesät. So ist der Weizen gewachsen und gewachsen, hat die Farbe von grün auf goldgelb gewechselt und ist reif geworden zum Ernten. Der Bauer geht wieder an einem wunderschönen Tag aufs Feld und schneidet mit seiner Sichel die goldenen reifen Halme bis kurz über den Boden ab. Das Mal ist aber der Teufel ein bisschen zu spät gekommen und findet nur noch Stoppeln auf dem Feld. Helle Feuer und Schwefeldampf, Schlangengift und Teufelschwanz, da hat mich schon wieder reingelegt. Fluchend und stampfend geht der Teufel hässig vom Feld Richtung Felsenschlucht, wohl wieder in seine Hölle. Der Bauer aber geht später seinen wohlverdienten Schatz vom Feld holen, wo da liegt, so wie es ihm der Teufel versprochen hat. Als er mit Ross und Wagen heimfährt, strahlt der Bauer vor sich hin und sagt sich selber: «So macht Geschäfte Freude, wenn der das Geschäft vorschlägt, sich völlig überschätzt und mit dem, was er es macht, ziemlich unterschätzt.» Der Bauer hält seine Rosse an und zündet in seiner Zufriedenheit seine Tabakpfeifen an und geht weiter Richtung Haus und Stall und freut sich auf einen gemütlichen Abend.